Hallihallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. Okay, wo sind wir verblieben? Wir haben da letztes Mal mit dem Medium zusammen, mit der lustigen Durchsage da über den Servicekasten da, haben wir gut, wir haben es geschafft, die Knöpfe oder die Stecker am richtigen Ort zu setzen, wo die Lampe auf dem Servicekasten oder auf dem Paketkasten da, die blinken jetzt und jetzt nicht gedacht, dass es gerade auf Anhieb klappt und ich muss schon sagen, das ist gelungen, okay. Wir hätten jetzt das hier und jetzt weiss ich ehrlich gesagt nicht, was uns das bringt, dass das jetzt da funktioniert, aber wir können jetzt mal schauen, ob wir irgendetwas mit dem machen können. Wieso schaue ich mir das an? Kannst interagieren. Robert? Er hört mich nicht. Okay. Knopf nochmal drücken, passiert auch das gleiche wie in der letzten Folge schon. Ein 3D-Paket kommt raus. Ja, also. Es war so ein bisschen animiert, auch in diesem Stil. Und es wird weggedreht. And it's gone. Okay. Können wir da irgendwie die Späne hier drin tun, wo das Blast irgendwie Luft gegen auf und gegen runter? Ich möchte nicht, dass sie wegfliegen. Dann pack mal die Schüssel da rein. Das möchte ich nicht verschicken. Okay, dann pack mal die Wollmaus da rein. Die Wollmaus könnte durch das Gitter passen. Okay. Können wir die jetzt mit Sägespäne voll sagen Späne oder wie soll ich sagen, voll streuen? Das möchte ich nicht verschicken. Nope, okay, doesn't work. Okay, Pfeil hoch. Und let's go. Und she's gone. Okay. Und jetzt? What? Okay. Okay. Können wir in die Schüssel ein paar von diesen... Nein, die machen das nur kaputt. Okay. Ich weiß nicht, was ist jetzt, wenn wir den Pfeil runter? Dann kommt die Wollmaus wieder runter. Sehe ich das richtig? Nope, doesn't work. Der Lüftungsschacht. führt bestimmt in die Haupthalle. Zu Robert. Ja, Da passe ich nicht durch. okay. Ja, was können wir jetzt hier noch machen als Laura? Wir irgendetwas auf den Knopf legen. Der Knopf sitzt in der Falle. Okay. Vielleicht eine Spur aus Sägespänen machen. Was soll das bringen? Ja, das weiß ich auch nicht. Okay, drück mal auf den Knopf. Nice. Sehr gut. Meine Kutsche ist da. Ah, okay. Schüssel. Den nehmen wir vorsichtshalber mal wieder mit. Kiste. Mit der Kiste könnte ich nach Altaspen kommen. Okay. Ohne Luftlöcher? Auf keinen Fall. Außerdem ignoriert der Greifarm Kisten ohne Versandaufkleber. Okay, wir brauchen einen Versandaufkleber. Und wir müssen Löcher drin machen. Das machen wir wahrscheinlich am besten, indem dass die Bohrtiere irgendwie die Kiste Das kommen. muss nicht nach Altaspen. Nein, um das geht's nicht, Laura. Okay. What's next? Streicheln ist keine so gute Idee. Okay. Nehmen wir mal die Späne. Aber vielleicht Zum können wir Knabbern taugen. Die Schüssel in die Kiste tun. Und dann dort die Späne drin tun. Maybe. I don't know. Versuchen wir es einfach mal. Dass die Bohrtierchen eben, die sollten Das muss Löcher nicht da nach drin bohren. Altaspen. Okay, das muss nicht nach Altaspen. Okay. Wie kommen wir zurück zum Robert? Das ist die Frage. Können wir L3 drücken? Ja, wir können. Irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie. Dass wir jetzt auch dort rüberkommen zum Robert und zum Hack. Weil die sind dort unten rechts im Bild.
But I've got no idea. Okay, Rätselhilfe. Okay. Okay, mache Luftlöcher in die Kiste, damit Laura sich darin verschicken kann. Ja. Rechts neben der Kiste steht ein Käfig mit Bohrtieren. Jawohl. Du musst sie irgendwie zur Kiste locken. Was fressen Bohrtiere denn besonders gerne? Ja, aber Span. Ja. 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 Benutze im Gepäcklager die Sägespäne aus deinem Inventar mit den Bohrtieren. Ah, vielleicht muss ich das jetzt echt nochmal machen und jetzt, wo die Kiste da ist, wird es klappen. Ja, das habe ich gemeint. Ha, glaub's. Oh, sie ist so herzig. Die Bohrtierchen. Sehr schön. Luftlöcher zum Schnaufen. Check. Und sie geht zurück. Ganz brave Bohrtierli sind sie. Ganz brave Bohrtierli. Okay. Jetzt brauchen wir noch irgendeinen Aufkleber, der da drauf kommt. Aber wie? Wo hat es denn auch einen Aufkleber? Knopf. Nehmen wir da nochmal die Schüssel sitzt drauf in der Falle. und drücken nochmal hier auf den Knopf. Hier steht schon eine Kiste für mich bereit. Okay, will sie nicht. Gitter. Keine Chance, das sitzt bombenfest. Okay. Okay. What now? Rätselhilfe. Wir brauchen einen Aufkleber. Es werden nur Dinge nach Altasten verschickt, die ordnungsgemäß mit einem Versandaufkleber versehen wurden. Das gilt auch für Lauras Kiste. Vorerst hat Laura allerdings keine Möglichkeit, mit einem solchen Aufkleber an einen solchen Aufkleber zu kommen. Du musst erstmal mit Robert weitermachen. Okay. Ah, okay. Doch, mit L3 kann ich dann doch hier wechseln. Sehr schön, okay. Gehen wir mal back to Robert. Okay, es lässt sich doch wechseln. Ich bin froh, habe ich das noch herausgefunden, respektive gecheckt, wie das funktioniert. So schwierig war es eigentlich nicht gewesen. Aber ich hatte das irgendwie vorher noch nicht gesehen. Und jetzt sind wir nämlich hier oben und sehr wahrscheinlich ist die Wollmaus jetzt auch hier oben. Irgendwo sollte doch jetzt hier die Wollmaus sein. Genau, da haben wir sie. Du kommst mit. Gut. Jetzt. What next ist die Frage. Können wir mit der Wollmaus vielleicht den Heisskrug hier nehmen? Die arme Wollmaus. Warum sind die Dinger aber auch so vielseitig einsetzbar? Aber das lassen wir erstmal. Okay. Doesn't work. Okay. Wir gehen mal nach oben. Okay, wir haben einen Ketchup-Spender, den wir müssen reparieren müssen. Wir haben Gerüche, die wir müssen. Da hat es ein Karamelltäfeli. Die Wache hat eine. Also die Wache hat ein Karamelltäfeli. Und da hat es einen Haken. Können wir den kombinieren mit der Wollmaus? Warum sollte ich das tun? No. Können wir den Haken, können wir das Heilkraut daran befestigen? Vielleicht später. Wobei, nein, auch da nicht. Ich habe gedacht, wie das halt der Duft näher da drin geht, können wir die Wollmaus irgendwie... Nein, das ist meins. Okay, doesn't work. Well then, würde ich sagen... Rätselhilfe, haha. Okay. Gib Hack als Gepäck auf. Das wäre ja, glaub... zuerst muss... okay. Genau, wir brauchen den Käfig vom Dude, vom Herrn Klein.
dort unten, wo der Vogel drin ist. Und der muss seinen Job künden. Und für das muss er wahrscheinlich Sachen schmecken, für das er seinen Job kündet und zurück heimgeht. Genau. Siehst du irgendwo einen Vogelkäfig? Ja. Ja, namens Herr Kleiner hat einen Vogelkäfig dabei. Du hast von Herr Kleiner erfahren, dass er seinen Vogelkäfig erst überlässt, wenn er gekündigt hat. Er hasst zwar seinen Job, aber noch fehlt ihm der richtige Antrieb dazu. Er vermisst seine Familie und sein Zuhause. Vielleicht kannst du sein Heimweh noch ein bisschen verstärken. Genau. Ja, ihm sind Gerüche sehr wichtig. Welche Gerüche können ihn an seine Heimat erinnern? Eben das Zitronendings da vom Putzmittel. Zitronenbäume, genau. Kräutergarten, das, genau. Aus insgesamt 4 Gerüchen einatmet, okay. Zitrone, Kräuter, Karamell und Holz, okay. Können wir den Womus mit dem Dings nehmen? Ich brauche nicht noch mehr tropfende Gegenstände. Doesn't seem to work. Wir brauchen irgendeinen Gegenstand. Das scheint sie nicht besonders zu interessieren. Irgendeinen Gegenstand, wo wir all die Gerüche können kombinieren. Aber was denn? Was denn? Also Holz hätten wir eigentlich Da hier. komme ich doch her. Du sollst ja auch nicht dorthin gehen. Du sollst nur das Schild nehmen, Robert. Können wir die arme kleine Wollmaus in die Pfütze hier? Oh, da Oh, kommt ganz schön viel Wasser raus. Nach Zitrone riechendes Wasser. Okay. Das haben wir jetzt. Wie wär's, wenn wir vielleicht die Heilkräuter in den Topf schmeißen oder Dampf? Ich hoffe, Ja? die Kräuter verbrennen nicht. Okay. Stillhalten. Ja. Oh, die arme Das riecht nasse nach Kräutern und Wollmaus. Zitrone. Fogo hört ein Pfeifen. Oh, Nasen. oh, Fogo erst rüberkommen. so Sofort gut. mit dem Pfeifen aufhören. Das macht Fogo irre. Okay. Wir tun die Wollmaus. Das brauche ich nicht zu kochen. Nein, aber die Wollmaus soll nicht nur nass sein, sondern auch nach Kräutern duften. Aua! Okay, immer noch zu heiß zum Anlängen. Stillhalten. Okay, der Fogo dreht ja jetzt gleich durch. Das riecht nach Kräutern und Zitrone. Fogo Ah, das ist alles dort innen. I see. Nasen. Muss Fogo erst rüberkommen? Ja, komm Sofort rüber. mit dem Pfeifen aufhören. Das macht Fogo irre. Okay, können wir jetzt irgendwie den Ausweis nehmen? Nein, er hat vielleicht diese beeindruckende Sonnenbrille auf, aber er ist nicht blind. Nope, doesn't work. Ah, wir haben jetzt die Spannfedern. Umgebung gesichert. Fogo hat keine Flötennase gesichtet. War nur ein Teekessel. Fogo Okay, hat alles nice. im Griff. Ah, Das erinnert Fogo an das Blut seiner Feinde. oh Er Gott. sollte sich waschen gehen. Und er geht jetzt und wir können jetzt das Ticket nehmen. Nice. Okay, es sieht schon aus wie Blut und er ist jetzt runtergegangen und ist wahrscheinlich jetzt auf dem WC. Gut, nimm den mal. Wir haben den Ausweis. Nein, was haben wir hier noch? Ketchup-Spender. Das tue ich lieber nicht. Okay, wir brauchen noch den Geruch von Holz und Karamellbonbon. Spielen wir mal aus Hack. Kann ich dem Staffeli das snitchen? Tiere müssen in einem genormten Versandkäfig reisen. Doesn't work. Tiere müssen in... Ah, okay, alles gut. Danke Ist für ja euer gut. Verständnis. Alles gut, okay. Was haben wir hier? Ein Trinkpäckchen? Tiere müssen in...
Das Danke geht für euer... irgendwie auch nicht. Okay, ja, danke für euer Verständnis. We got it. Kann ich mit dem Vogel reden als Hack? Das wäre witzig. Moment. Das ist Hariberts Versandkäfig. Okay. Doesn't work. Wir brauchen irgendetwas Holziges. Schild. Hier. Funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Wenn wir etwas bei diesem Lüftungsrohr hier machen. Okay, jetzt zeigt es gegen rauf. Interessant. Hack, aus! Das hast du bestimmt von Laura. Okay. Okay, das Rohr zeigt jetzt gegen rauf. Was bringt uns das, wenn wir dann als Laura spielen? Da geht dann dort etwas drauf, aber ich weiss nicht was. Es hat ja Zugriff zu diesem Lüftungsding und irgendetwas muss draufgehen, dass die Wache das Bonbon hergibt. Mal zurück zum Robert. Sehr wahrscheinlich kommen wir jetzt mit dem Ausweis schon mal durch. Wir zeigen das dann mal. Hallo, Hallo, Nasenkontrolle. Nö, mir nicht. Ein Conroyalist. guten Tag. Dürfte ich den Sicherheitsbereich einmal inspizieren? Natürlich, Herr Foggo. Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Herr Vogel. Und Heil Emil. Shut up. Ja, Gut. Jetzt sind wir nämlich hier schon weiter. Trinkpäckchen. das tue ich lieber nicht. Okay. Reisender, Judendach. Hallo? Was? Seid ihr auch Conroyalist? Natürlich! Heil Conroy! Heil Emil! Das heißt, ihr mögt keine Flötennasen? Ich hasse Sie aus tiefster Seele! Und nun entschuldigen Sie mich. Ich muss mich aufs Warten konzentrieren. Okay. Es sind viele Conroyalisten unterwegs. Na, irgendwer muss ja für Ordnung sorgen und die Flötennasen besiegen. Okay. Was Reiseziel. wollt ihr denn in Altaspen? Ich will meine Mutter besuchen und ein wenig die Architektur genießen. Genau, ja. Warum Okay. stellen Sie denn so viele Fragen? Wollen Sie meine Platzreservierung sehen? Oh ja, Und gib ich habe her. mich genau an die Obergrenze für Flüssigkeiten gehalten. Ich war auch schon bei der Gepäckkontrolle. Sie können mir glauben, ich halte mich an Vorschriften. Okay, Gepäckkontrolle. Warum gibt es denn hier eine Gepäckkontrolle? Ja, die werden schon ihre Gründe haben. Ich habe exakt die erlaubte Menge an Flüssigkeit dabei. Ich halte mich an die Vorschriften. Alles gut, Andere alles gut. durften auch schon nicht mitfahren, weil sie zu viel dabei hatten. Aber ich habe nicht zu viel dabei. Alles genau Okay. richtig. Ich bin ein gesetzestreuer Asposer. Okay. Das Gepäck kann jederzeit kontrolliert werden? Aber ja doch, es muss ja alles seine Ordnung haben. Oh, falls die Wache mich kontrolliert, werden sie genau die vorgeschriebene Menge Flüssigkeit finden. Okay, we got it. Kein We got Tröpfchen it. mehr. Okay, we got it. Okay. Könnte ich nicht Platzreservierung. zufällig euren Platz haben? Ich muss wirklich ganz dringend nach Altaspen. Give it. Nein! Come on. Glauben Sie denn, ich muss nicht ganz dringend meine Cousine besuchen? Jetzt aufs Wolltet ihr Maul. nicht eigentlich eure Mutter besuchen? Okay, mit dem Dude stimmt etwas nicht. Mutter und meine Cousine. Natürlich, habe ich doch gesagt. Okay, der Nun, schmuggelt wenn Sie mich wahrscheinlich jetzt entschuldigen irgendetwas. würden, ich muss warten. Es gibt nichts, was okay. ich tun könnte, damit ihr mir den Platz gebt? Nein, meine Güte. Wenn Sie unbedingt einen Platz haben wollten, dann hätten Sie früher hier sein müssen. So wie ich. Nun denn, ich schätze, ihr müsst weiter warten. Okay. Ja, aber nicht mehr lange. Altaspen, ich komme. Tschüss. Schmuggelt der Dude Verschwinden irgendwie Sie endlich. etwas?
wir schauen mal, ob wir sein Trinkpäckchen können anschauen Ein können. volles Trinkpäckchen mit genau 200 Milliliter Inhalt. Nope, können wir es Da lasse nehmen? ich lieber die Finger von. Eben leider nicht, okay. Können wir da mal in die Seilbahn gehen? Augenblick, habt ihr ein Ticket? Nope, können Oh, wir nicht. nein, noch nicht. Dann könnt ihr leider nicht einsteigen. Besorgt euch eins beim Ticketomat. Außerdem ist eh kein Platz mehr in dieser Gondel frei. Alles ausgebucht. In einer Woche fährt die nächste Bahn. Euren grauen Kumpel hier müsst ihr vorher als Gepäck aufgeben. Ja, schon Danke klar. für euer Verständnis. Okay, aber der Ticketomat, der sollte ja jetzt wieder funktionieren, logischerweise, und den haben wir ja als Laura repariert. Schauen wir mal. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Altaspen. Ticket wird gedruckt. Piep, oh, piep. Bitteschön. Okay. Entnehmen Sie das Wechselgeld aus dem dafür vorgesehenen Wechselgeldfach. Denken Sie daran, Ihr Gepäck hier aufzugeben. Danke, Okay. Automat. Keine Okay. Ursache, Robert. What the Oh. fuck? Okay, wir haben jetzt das Ticket und wir haben Wechselgeld. Wett. Das ist die Währung Asposiens. Warum, weiß keiner so genau. Sind das Aspiriri oder ja, okay, kein Plan genau. Aber es sieht aus wie Rattenschwänze. Aber in die Inner World 1 haben wir doch mit Aspiriri und so ist irgendwie die Währung gewesen. Aspiriri ist dann noch kleiner gewesen. Ich weiß es auch nicht genau. Okay. Vogel, hast du Bock auf die Würmer oder Bitte nicht Rattenschwänze? füttern. Nope, doesn't work. Okay, wir brauchen auch noch den Geruch von Holz. Und der Geruch von... Mal ganz schnell schauen, da, wenn wir die Bilder anschauen. Herr Kleins Frau im Kräutergarten mit Zitronenbäumchen. Ja, Sein Kind mit Süßigkeiten ja und genau. ein Garten voller Bäume. Okay, wir brauchen den Holzgeruch. Da könnte man vielleicht bei Laura unter haben. Und ich habe das Gefühl, für das braucht sie irgendeinen Behälter. Oder so. Haben wir da irgendwie das Zeugs? Laura, Flötennase? kannst du das hier vielleicht gebrauchen? Nein, danke. Ich komme klar. Aber du Okay. hast es doch gar nicht. Ich kann das alleine. Ich kann alles alleine. Okay. Aber sie braucht doch irgendeinen Gegenstand, wo sie ihre Holzspäne rein tun kann, dass wir das näher bekommen. Die nasse Wollmaus, vielleicht bleibt es näher dran pangen, das darf. Hast du mir diese Wollmaus rübergeschickt? Ja, gern geschehen. Okay, kannst du etwas mit denen anfangen? Wahrscheinlich nicht. Laura, Flötennase? kannst du das hier vielleicht gebrauchen? Nein, danke. Ich komme klar. Aber du hast es doch gar nicht. Ich kann das alleine. Ich kann alles alleine. Okay. Ich habe eine Idee, wie wir an Platz kommen. Nämlich in dem, dass wir in sein Flüssigkeitsdingenskirchens die Spritze reinhauen. Dann hat er nämlich zu viel Flüssigkeit da drin. Das sind über 200 Milliliter. Got it. Okay, Hallo, ich bin's nochmal. Nicht erschrecken. Warum sollte ich mich erschrecken? Ich habe keinen Grund, mich zu erschrecken. Wer will das wissen? okay, der Dude ist irgendwie nicht ganz dicht, hä? Das Gepäck kann jederzeit kontrolliert werden? Aber ja doch, es muss ja alles seine Ordnung haben. Oh, falls die Wache mich kontrolliert, werden sie genau die kein Tröpfchen. Nun denn. Doch. Ja, Tschüss. Okay. Das heisst, in dem Fall gehen wir jetzt gepetzen. Hallo, Sicherheitscheck. Einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Oh, ich wollte gar nicht mitfahren. Ich wollte nur gucken. Ach so, ja dann viel Spaß. Okay, kannst du vielleicht irgendwie... Ja, oh no, das ist so gemein, aber let's go. Conroyalistenanweisung. Sofortige Gepäcknachkontrolle bei verdächtigem Individuum. Zugriff. Jawohl. Gepäcknachkontrolle. ich habe mich genau an die Vorgaben gehalten. Okay, er tut mir schon leid, Das ist nicht ganz korrekt, Leute.
Ja, Hey, zu viel Flüssigkeit. So dürft ihr aber nicht mehr mitfahren. und da haben wir Was? unseren Platz. Nein, ich habe doch auf alles genau geachtet. Bitte folgt mir in den Kontrollbereich. Ach, Nice. das wird doch nicht nötig sein. Sehr verdächtig. Stillhalten. Oh. Das ist etwas mit Schmuggeln. Flötennase. Ah, ich habe Oh. eine Flötennase gefunden. Oh, Scheiße. Mitkommen. No. Flötennasen kommen nach Oberasposien. Oder Oh, von ganz no, oben. no. Du darfst in den Brunnen fallen. Nein, bitte. Ich habe Familie. Oh, no. Berichte, Flötennase entdeckt und abgeführt. Oh. Ihr habt dem asposischen Volk einen großen Dienst erwiesen. Ah, damn it. Oh mein Gott, was passiert jetzt mit ihm? Ich meine, ich weise euch hiermit an, die Flötennase sofort freizulassen. Nein, Okay. Order von ganz oben. Oder seid ihr etwa Emil? Ja, Nein, Emil sah anders aus. damn it. Was habe ich getan? Tja, ich muss zugeben, ich Oh, bin no. erfreut zu sehen, dass doch noch etwas von meiner Erziehung bei dir hängen geblieben ist. Shut up, Conroy. Deine eigene Familie zu verraten. Es schwelt mir stolz das Vaterherz. Nein, nicht du schon wieder. Ich muss schnell den Windmönch finden, bevor alle in den Brunnen gestoßen werden. Fuck. Okay. Das tue ich lieber nicht. Oh no, okay. Jedenfalls einen Platz haben wir jetzt. Ich habe ehrlich gesagt kurz noch vermutet gehabt, also gedanklich überlegt, ob es vielleicht ein Flötennasse ist, dass er wegen dem so paranoid ist. Hat es aber, also ich habe das ja auch nicht erwähnt, aber habe dann gedacht, vielleicht wahrscheinlich schmuggelt er irgendetwas. Weil ich dachte, die Flötennasse am Robert seine ist halt viel kleiner. Ich dachte, wird das keine Flötennasse sein, aber damn it, okay. Aber es wird ja wahrscheinlich zur Story gehören. Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Und ja, dann machen wir jetzt einfach hier so weiter, wie es halt weitergeht. Ja, sad story though, okay. Wache, dürft ihr bitte dies... Hallo, Wie kann ich behilflich sein? Süßigkeiten-Dings da. ich will nach Altaspen. Jawohl, Herr Foggo. Ihr braucht ein Ticket. Es muss ein Platz in der Gondel frei sein und ihr müsst eure Taube als Gepäck aufgeben. Ja, genau, das Ich stimmt. darf Das doch habe ich noch sehr bitten. vergessen. Für mich als Conroy... Die Regeln kommen doch von den Conroyalisten. Damn Okay, it. dann danke. Stets zu Diensten. Okay. Blöd gegangen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge irgendwie noch, dass wir irgendwie die Gerüche auftreiben können, dass der Herr Klein seinen Job aufgibt und dass wir den Vogelkäfig bekommen. Und das Ticket haben wir ja schon. Es soll nur noch den Hack aufgeben. Und für das brauchen wir den Käfig vom Herrn Klein. Und ich bin gespannt, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Und dann würde ich sagen, für heute ist genug. Wir sind vorwärts gekommen, haben ja jetzt blöd gesagt, das mit dem anderen Dude, das ist scheiße, was jetzt passiert ist. Aber es gehört zur Story, wir machen weiter und wir werden den Dude sicher auch noch befreien. Ja. Ja gut, und dann möchte ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!